Du, Flo, kann ich dir helfen? Suchst du etwas? Ich suche schon seit Stunden meine Bausieg 37. Hast du es irgendwo gesehen? Deine was? Meine Bausieg 37. Hast du es irgendwo gesehen? Flo, bitte, was sind Bose X37? Kopfhörer, weißt du, die schwarzen runde Teiler mit einem Bügel, wo man anlegen kann, wo Musik Ja, rauskommt? danke, Flo. Ich so weiss, wie früher was aus dem Grammophon. Ich weiss, was Kopfhörer sind. Wieso fragst du denn so dumm? Du, ich habe dich doch lediglich gefragt, was Bose X37 sind. Ja, also, jetzt weisst du es ja. Also, wo sind's? Keine Ahnung. Alter, schläft's? Hast du einen Riss im Kanal? Gib sofort meine Bausieg 37 an. Weisst du eigentlich, was die gekostet haben, Mann? Sorry, Flo. Nicht gewusst, dass die dir so wichtig sind. Du, Flo, fahrst du Ben nicht so? Du weisst, er ist erst gerade gestern angekommen nach so einem langen Flug, gell? Ist hier noch eingesperrt worden. Hä? Nimmst du dich bitte ein bisschen zusammen? Und der Dad hat gesagt, ich darf sie brauchen. Bitte wer? Ha! Endlich die Hai. Hallo zusammen. Hallo Schatz. Hoi, Schatz. Hallo Mädchen. Hey, yeah. So, nee, cool. Hey Flo. Wow, was für ein schräger Film läuft da gerade ab. Hat's euch eigentlich allen eine Sicherung rausgehauen, Mann? Was? Ja, ist gut. Immer schwierig tun. Hey. Los, Flo. Der Ben und ich haben etwas abgemacht. Weißt du, dass er sich da von Anfang an schneller die Hai und wohl fühlen kann? Oder? Weil ja seine richtige Familie ganz weit weg ist von die Hai und wir quasi seine Ersatzfamilie sind, oder? Habe ich gedacht, wir machen es ein bisschen persönlicher, das war meine Idee. Darum sagt er mir jetzt eben halt Dad. Weißt du, das heisst Sohn in seiner Muttersprache, also auf Englisch, verstehst du? Und ich sage ihm dafür Sohn. Nein! Schlimmiger geht's ja nicht mehr. Ich aus dem Zimmer und lade dich allein mit dem American Wunschsohn. Dad. Yes, guten Morgen miteinander. Hey, wie gut. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen in unserer Serie Heimat für dein Herz. Wie gut war die Family gewesen, oder? Die einen von euch erkennen sich vielleicht wieder, oder eure Teenies in dieser Family. So gut. Hey, wir sind die letzte Woche in das Thema gestartet, Heimat für dein Herz. Wir haben darüber geredet, wie wir so einen Ort suchen für unser Herz, so eine Heimat suchen, wo es Sicherheit gibt, wo es Annahme gibt, wo es Frieden gibt, wo es Fülle gibt, tief in unserem Herz. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, wie Jesus so verschiedene Bilder uns aufzeigt, wie das Heimat kann aussehen. Und eines von diesen Bildern, wo wir mitten drinnen stehen, das ist das Vaterhaus. Wir haben in den letzten 2 Wochen das Vaterhaus angeschaut. Und in diesem Vaterhaus ist der Vater Gott. Und die Söhne sind wir Menschen. Ich will kurz einen Rückblick machen. Wir sind vor 2 Wochen Turnier gestartet. Johannes Wirth war da und er hat über das Vaterhaus geredet und über einen Vater, der uns Menschen so fest liebt, dass er parat ist, um uns auch gehen zu lassen, wenn wir gehen wollen, wenn wir losziehen, weg von ihm. Aber dass es auch ein Vater ist, der uns immer wieder einladet, zum Heimkommen in das Vaterhaus. Und letzte Woche hat der Joni den 2. Teil gemacht und er hat darüber geredet, wie Menschen vielleicht in dem Vaterhaus sind, aber doch noch nicht so ganz angekommen sind. Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen etwas leisten, sie müssen etwas vollbringen, um wirklich so anzukommen in ihrem Herzen. Aber eigentlich dürfen wir einfach mit leeren Händen kommen, um wirklich in dieser Liebe
und bei dieser Vaterschaft anzukommen und zu verstehen, was heisst, wenn das Herz die Sicherheit, die Annahme und die Ruhe findet. Und heute gehen wir in den 3. Teil. Und ich will zum Start kurz beten. Und mir ist etwas wichtig. Ich glaube ganz fest, dass der Heilige Geist etwas für dich persönlich heute Morgen hat. Dass er zu dir ins Herz wird reden, wie die Joni gesagt hat. Und vielleicht bist du noch nicht da gewesen und darum möchte ich nochmal beten. Und es ist immer eine Entscheidung von uns. Wir sagen, hey ja, ich mache mich auf. Nicht für das, was ich sage, sondern für das, was Gott dir sagen will. Ich möchte dich herzlich einladen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, dass der Heilige Geist zu uns redet. Und ich bitte, dass du heute Morgen das tust, Herr. Ich will vor dich kommen und auch ich, der das vorbereitet habe, bitte dich, dass du zu mir tief ins Herz redest. Ich bete, dass du all das, was ich sage, übersetzt in jedes einzelne Herz. So wie es jede Person muss hören. Nimm du die Bühne ein, nimm du die Worte ein und red du und wirk du. Wir öffnen uns für dich, Vater im Himmel. Amen. Amen. Hey, in diesem Theater haben wir die Family gesehen. Wir haben diese Family gesehen und einerseits ist der Götti-Bub jetzt da, der Ben, der war letzte Woche noch am Flughafen festgehalten gewesen. Und er ist da, er ist angekommen mit seinem American Accent, macht auch ein bisschen Ferien bei der Familie, beim Heinz, bei seinem Götti. Und der Heinz hat das Ziel, dass der Ben sich so richtig daheim fühlt, oder? Er will, dass er sich angenommen fühlt, er will, dass er sich geborgen fühlt, dass er so ein gutes Zuhause kann sein. Und darum sagt er auch, hey, ich bin im Fall dein Dad und du bist mein Sohn. Wir sehen aber auch, wie in dem Theater gewisse Personen nicht so Freude haben an dem Dad und Sohn, dieser Sohnschaft. Und wie Janine, die Tochter, auch mega Mühe gehabt hat und so ein bisschen, hey, weißt du was? Jetzt kommt der da an mit seinem American Accent und plötzlich darfst du auch meinem Vater sagen. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das hat doch recht viel zum Teil mit unserem Leben zu tun. Und auf das können wir nachher noch sprechen. Aber wir sehen besonders, dass es mit dieser Geschichte vom Vaterhaus viel zu tun hat. Und ich will gerade mit euch trainieren starten. Wir gehen nämlich in Lukas 15. Und im Lukas 15, dort erzählt Jesus eine Geschichte. Und zwar erzählt er die Geschichte von dem Vaterhaus, wenn ein Vater war. Es sind 2 Söhne, der Ältere und der Jünger. Und der jüngere Sohn, der hat gesagt, weißt du, es gibt mir das ganze Erbe. Gib mir alles Geld, das, was mir eigentlich gehört, und ich gehe. Und er ist gegangen und er hat alles ausgegeben. Er hat in Saus und in Braus gelebt und hat wahrscheinlich alles Mögliche gemacht, das Leben so richtig genossen. Und irgendwann hat er gemerkt, Scheibe, ich habe kein Geld mehr, ich habe alles ausgegeben. Was mache ich noch? Hey, ich muss heimgehen, zurückgehen zum Vater. Und er ist zurückgegangen und der Vater hat ihm willkommen aufgenommen. Er hat sogar ein Fest gefeiert, weil er wieder gekommen ist. Er hat sich so gefreut, dass sein verlorener Sohn wieder zurückgekehrt ist in das Vaterhaus, zu ihm zurück. Aber da sehen wir auch, dass der daheim gebliebene Sohn anders reagiert hat. Und das wollen wir miteinander lesen im Lukas 15, 28 bis 30. Da steht, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Wir lesen dort die Reaktion vom älteren Sohn, wo die heim geblieben ist, wo die ganze Zeit im Vaterhaus war. Und wenn man den älteren Sohn anschaut, äußerlich hat er wahrscheinlich alles erfüllt, was so ein guter Sohn sollte erfüllen. Er ist daheim geblieben, er hat den Vater unterstützt, er hat mitgeschafft, wahrscheinlich auf dem Feld. Er ist treu gewesen, er ist loyal gewesen, er hat sich eingesetzt, wahrscheinlich so ein bisschen das Vorzeigemuster von einem guten Sohn. Er hat sein Bestes gegeben. Und plötzlich steht der jüngere Sohn da. Plötzlich kommt der jüngere Sohn zurück und er sieht, wie der Vater ihn mit offenen Arm empfängt. Er sieht, wie er ihn beschenkt. Das ist beschrieben, dass er ihm Sandalen gegeben hat, dass er ihm ein Gewand gegeben hat, dass er ihm so einen Ring gegeben hat. Das ist das Zeichen von einem Siegel, das Zeichen von einem geliebten Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. So einer Sohnschaft. Und er sieht das. Und es macht ihn wütend innerlich. Ein Groll kommt auf. Wahrscheinlich fühlt er sich vernachlässigt. Hey, jetzt bin ich all die Jahre da gewesen. Und
und hast so viel gemacht und jetzt kommt der heim. Hat sich wahrscheinlich zu kurz gekommen gefühlt, übergangen gefühlt. Wahrscheinlich war er verletzt von dieser Reaktion vom Vater, weil er hat ihm immer gedient, er hat alles richtig gemacht und jetzt kommt der Bruder und es gibt ein riesiges Fest. Und die Art, wie der ältere Sohn reagiert hat, zeugt eigentlich von etwas, was tief in ihm innen abgeht in dem Moment. Es ist eine Art und Weise, ein Denken, ein Fühlen, ein Verhalten. Und eigentlich ist es nicht eine Art und Weise, wie sich ein geliebter Sohn verhaltet, sondern mehr so eine Art und Weise, wie sich ein Waisenkind könnte verhalten. Weil der Sohn, der ältere Sohn, der hat genau gleich auch das Gewand bekommen, den Ring bekommen, die Sandalen. Der Vater hat gesagt, ich liebe dich, du bist mein Sohn und bist angenommen. Und trotzdem hat er sich so verhalten. Und vielleicht tönt das im ersten Moment ein bisschen speziell mit dem Waisenkind. Aber ich will das genauer mal beschreiben und erklären. Und ich will über die Waisenkind-Mentalität reden und mal darauf eingehen. Waisenkind. Waisenkinder sind Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder die irgendwie abgegeben worden sind, wo die Eltern sie nicht mehr haben wollen haben. Und sie kommen in ein Waisenhaus, in ein Waisenheim. Und sehr oft hört man gerade von Ländern wie vielleicht in Indien oder in Asien oder in Osteuropa oder Südamerika von so Waisenheimen. Und die sind voll mit Waisenbabys, die sind voll mit dem Waisenkind, die dort sind, mehrere. Und was man sieht, ist, dass die Waisenkinder viel Aufmerksamkeit wollen und Liebe, weil sie es nicht gleich haben wie die Hause, wenn du die volle Aufmerksamkeit hast bei deinen Eltern. Und sie müssen schreien, um Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht mal gekippt werden, rausgenommen werden, die Geborgenheit bekommen, die Liebe. Sie müssen ein Stück weit vielleicht kämpfen dafür. Sie müssen laut sein dafür, dass sie bemerkt werden unter all diesen vielen, die dort sind. Und eine Bekannte von mir, in meinem Umfeld, sie ist auch in so einem Waisenhaus aufgewachsen in Osteuropa. Und zum genau sein, sie war in mehreren Waisenhäusern und etwa mit gut 1,5 Jahren ist sie adoptiert worden von einer gesunden, genialen Familie hier in der Schweiz. Sie sind auch Christen und durften dort aufwachsen und den Rest von ihrem Leben dort bis jetzt verbringen. Und es war so spannend gewesen. Wir haben einmal über das geredet und sie hat mir gesagt, weisst du, Steffi, es ist eigentlich mega speziell. Jetzt bin ich erwachsen, aber ich merke immer noch gewisse Spuren von dieser Zeit im Waisenheim. Ich merke immer noch, wenn ich irgendwo durch so ein Defizit habe, so ein bisschen ein Manko habe von dieser Zeit in diesem Waisenheim. Und das Spannende ist eigentlich, obwohl sie schon jahrelang aus dem Waisenheim draussen ist, hat sie immer noch ein Stück weit die Waisenmentalität ausgelebt. So die Verhaltensweise, die retour geht zu dieser Zeit, wo sie als Waisenkind in dem Waisenhaus war. Sie hat mir erzählt, manchmal fühle ich mich so vernachlässigt. Sie hat mir erzählt, wie sie oftmals so an falschen Ort die Geborgenheit und die Annahme ist suchen. Wie sie so viel Aufmerksamkeit braucht, wo sie selber irgendwie gemerkt hat, das ist nicht ganz normal. Andere Menschen brauchen nie so viel Aufmerksamkeit wie sie. Und sie hat sich dann Hilfe geholt. Sie ist zu einer Seelsorgerin gegangen, hat das angeschaut, in eine Beratung gegangen. Und es ist mega schön, wie sie so Stück für Stück, Schritt für Schritt hat dürfen von dieser Waisenkind-Mentalität immer mehr in so eine Tochter sein vom Vater. So eine geliebte Tochter hat dürfen reinwachsen und dürfen reinkommen. So die ungesunde Verhaltensweise um ihre Grundbedürfnisse von Annahme, Liebe, Geborgenheit hat sie immer noch anders gestellt. Und das Spannende ist, obwohl sie jahrelang schon aus dem Waisenhaus draussen ist, hat sie immer noch eine gewisse Mentalität gehabt, noch als erwachsene Frau. Und wisst ihr was? Genau Gleiche beobachtet man auch immer wieder bei so Kriegsgefangenen, bei langjährigen Kriegsgefangenen. Gerade im Zweiten Weltkrieg, wo viele junge Juden in den Konzentrationslagern waren, hat man das genau auch beobachtet. Sie sind befreit worden und sie sind befreit gewesen. Und eigentlich haben sie gewusst, okay, ich lebe eigentlich jetzt in der Freiheit, doch innerlich
sind sie wie nie mit dieser Freiheit wirklich zu Schlag gekommen. Sie haben ein Stück weit immer noch so in dieser Überlebensstrategie gelebt. So in dem Überlebensmodus, oder? So in einer Verhaltensweise, die sie sich angeeignet haben in dieser Zeit im Krieg, wo sie in den Konzentrationslagern waren. Und obwohl sie in einer Freiheit sind, haben sie sich ein Stück weit immer noch wie Gefangene verhalten. Und das ist spannend, weil jeder Mensch, du und ich, wir haben alle so Grundbedürfnisse, wir haben Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit, Zugehörigkeit, Bestätigung, auch nach Bestimmung und auch Identität, oder? Wer sind wir? Was macht es ich aus? Und so ein Waisenkind, wie jetzt meine Freundin, die ich erzählt habe, kann sich so Strategien aneignen, um die Bedürfnisse anders zu stillen, als eigentlich Gott vorgesehen hat, der Vater vorgesehen hat. Und ich möchte heute mit euch über die Waisenkind-Mentalität reden und noch ein bisschen mehr in das hineingehen. Weil ein Stück weit hat jeder von uns einen Hintergrund mit Waisenkind-Mentalität. Und ich sage das gerade so zum Start, vor mal einen Schock haben, so, was ich. Aber schau, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir alle sind in einem Umfeld aufgewachsen, das nicht rundum perfekt ist, oder? Die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und wir alle haben ein Stück weit eine ungesunde Art, um unsere Sehnsucht zu stillen, um die Grundbedürfnisse zu stillen, die tief, tief in uns innen ist. Und die Bibel beschreibt das auch so als eine Knechtschaft. Das kann aus frühkindlichen Erlebnissen sein. Das kann aber auch von Zeiten sein, von Prägungen, gerade von deiner Schulzeit, wo du älter geworden bist. Vielleicht die Heim von deinem Haus, von deinem Elternhaus, die sich vielleicht bis heute noch bemerkbar machen. Und wie gesagt, ein Stück weit ist das normal und erlebt das jede Person. So eine Waisenkind-Mentalität. Und wenn wir da die Waisenkind-Mentalität haben, dann ist das Gegenüber, das Gegenteil, so das Sohn und Tochter sein, das Gewissen. Wissen, ich bin geliebt. Sohn und Töchter, die wissen, sie haben einen Vater und sie sind angenommen. Sie haben dort die Geborgenheit. Sie wissen, dass er ihre Bedürfnisse stillen kann. So ein tiefes Wissen, ich bin angenommen. Das sind Menschen, die verwurzelt sind, Menschen, die gepflanzt sind, Menschen, die wissen, ich bin geliebt. Tief, tief, tief in mir inne. Und ich möchte mir jetzt mal kurz einen Moment Zeit nehmen, wo wir die zwei Mentalitäten anschauen und so gegenüberstellen und nebeneinander stellen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einfach für dich jetzt da, wo du sitzt, dich mal ehrlich fragst und mal anschaust, wo du ein Stück weit vielleicht so eine Mentalität entdeckst, wo du bei dir wieder siehst, irgendwo in deinem Herzen, in deiner Seele. Das Waisenkind hat Angst, übersehen zu werden. Es hat Angst, etwas zu verpassen. Es hat Angst, mal jetzt nicht mit dabei zu sein, vielleicht Party zu verpassen. Es hat aber Angst auch, übersehen werden, vielleicht im Job, wenn es um Leistung geht. Ein Waisenkind wird sich gerne auch beweisen, zeigen, hey, da bin ich, habt ihr mich gesehen? Sohn und Tochter, die müssen nicht überall dabei sein, sondern die haben so eine innere Ruhe. Sie haben eine Sicherheit, dass sie nicht übersehen werden. Sie haben das Wissen, hey, da wo ich bin, da ist gut. Sie können auch einmal eine Position abgeben und sich mit anderen freuen. Auch wenn sie vielleicht gewisse Sachen noch besser können sie sich freuen mit anderen und können gut mal zurücktreten. Ein Waisenkind hat Angst, dass es zu kurz kommt, Angst, dass es zu wenig haben könnte, dass andere mehr bekommen, oder? Es muss vielleicht auf sein Recht pochen. Das steht mir zu, das sollte ich haben, das wäre eigentlich mir gehören. Und wenn ich ehrlich bin, das kenne ich, oder habe ich früher noch gekannt. Ich habe 3 ältere Brüder, die sind 5, 6 und 7 Jahre älter, und dann bin ich noch gekommen. Und ich bin aufgewachsen und immer schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Logisch, ich habe gute Eltern, die haben angeschaut, aber die können nicht immer schauen. Wenn es darum gegangen ist, dass eine grosse Pizza, hey, dann sind die 3 Müller so viel schneller gewesen als ich, mit meinem kleinen Mal. Und ich habe immer schauen, dass ich nicht zu kurz komme bei denen, weil die haben nicht geschaut. Hey, und Tochter und Söhne, die wissen, es ist mehr als genug für mich da. Es ist mehr als genug für mich da, und nicht nur für mich, sondern für alle. Gott schaut für mich. Ich komme nicht zu kurz, auch wenn es mal so aussieht, dass ich zu kurz kommen könnte. Gott sorgt für mich, und ich muss nicht selber für mein Recht sorgen im Leben.
Ein weises Kind hat das Denken, es muss alles so bleiben, wie es schon immer war. Es darf keine Veränderung kommen. Weil das gibt mir Sicherheit. Ein weises Kind hat sich vielleicht das aufbauen, so die Sicherheit. Und sobald Veränderung kommt, kommt die Unsicherheit, kommt etwas Neues. Es kann Rechthaberei geben, es kann Streit geben durch das. Es gibt auch manchmal in Kirchen, wenn etwas Neues reinkommen, vielleicht neue Lieder, vielleicht neue Songs oder etwas Neues. Rechthaberei und Streit, weil es darf keine Änderung geben. Und ein Stück weit ist das eine weise Kind, Mentalität, Angst vor der Unsicherheit. Und Sohn und Tochter, die begleiten die Veränderung, die unterstützen sie auch. Und auch dann, wenn sie merken, hey, ich würde es vielleicht anders sehen oder anders machen. Ein weise Kind kann nicht loslassen, vielleicht gerade bei den Kindern, bei den Teenies, aber auch wenn es um Vergebung geht, vielleicht wenn es darum geht, dass man betüpft worden ist, es kann nicht loslassen. Und Sohn und Tochter, die können loslassen, die können in Freiheit gehen lassen, können auch vergeben und können abgeben. Ein weises Kind vergleicht sich sehr gerne mit anderen, ist neidisch, gerade vielleicht dort, wo andere Begabungen haben, was man sieht auf der Bühne, wo andere vielleicht einen gewissen Job haben oder eine gewisse Position, wo das weise Kind auch gerne hätte. Oder vielleicht Single, die denken, ich will gerne in einer Beziehung. Und jemand in einer Beziehung, der denkt, ich hätte wieder gerne die Freiheit, wie ein Single. Das weise Kind hat immer das Gefühl, ich hinke ihnen an. Es vergleicht sich. Ich habe das auch erlebt beim Arbeiten. Zum Teil mit Leuten zusammengearbeitet, die sich immer verglichen haben mit mir. Und das war so anstrengend. Es war so anstrengend für die zwischenmenschliche Beziehung. Und das weise Kind fragt sich immer, wieso habe ich jetzt das nicht? Wieso ich nicht? Und sie oder er hat es. Und Sohn und Tochter können sich freuen über andere. Sie wissen selber, was sie haben, dass es genug gut ist, dass es genug ist, dass Gott schaut. Und man merkt auch, dass sie Menschen, die Beziehungen unbeschwerter leben können. Ein weises Kind muss sich selber immer verteidigen. Oder das Recht einklagen, wenn jemand etwas sagt gegen mich. Vielleicht, weil die Person keinen Fehler machen will, weil sie es gut machen will, weil sie geliebt sein will. Und Sohn und Tochter wissen, hey, ich habe meinen Platz, ich habe meine Sicherheit bei Gott. Auch wenn jemand etwas mir sagt, was vielleicht nicht ganz so stimmt. Er sorgt für mein Recht. Ein weises Kind hat Selbstmitleid. Selbstmitleid. Und die anderen sind immer die Schuld. Die Umstände sind die Schuld. Und das ist mir wichtig. Das heisst nicht, dass wir von Lügen nehmen, wenn uns Unrecht angetan wird. Überhaupt nicht. Aber Selbstmitleid, das kann einem so als ein Opfer gefangen halten. Ein Opfer. Und Selbstmitleid fängt bei dieser Lüge an, dass die anderen sich ändern müssen. Dass die Umstände sich ändern müssen. Und dann geht es mir irgendwann besser. Dass Gott sich vielleicht ändern muss. Und dann geht es mir irgendwann besser. Aber Sohn und Tochter sind Überwinder und gehen weiter und wissen, hey, Gott hat mir eine Verantwortung gegeben. Und ich kann den nächsten Schritt machen und er hilft mir dabei. Und Sohn und Tochter geben nicht anderen Menschen Schuld. Und schaut, der Paulus sagt das so gut. Er sagt, hey, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Und alle Situationen dienen mir fürs Beste. Und darum bis ein Überwinder. Und er ruft uns das zu in den Evangelien. In den Briefen, sorry, nicht Evangelien. Und du kannst dich entscheiden, bist du ein Sklave von deinen Umständen, bist du ein Sklave und abhängig von den Menschen um dich herum, oder willst du in einer Freiheit leben? Ein weises Kind kann die Schwäche nicht gut zugeben. Es tut gerne ein Bild aufrechterhalten, vielleicht nicht gerne Schwäche zeigen, weil man macht sich verletzlich, oder? Vielleicht ist man nicht mehr so angenommen, man hat mich nicht mehr gleich gern, ich bin nicht mehr so gleich wertvoll. Man will einen gewissen Status behalten, ein gewisses Bild von sich geben im Gegenüber. Es sind vielleicht auch Menschen, die oft so einfach so auf einer theoretischen Ebene reden und nie wirklich tief gehen und für sich etwas preisgeben, weil sie Angst haben. Angst haben, dass sie den Status verlieren könnten. Und Sohn und Tochter sind Sicherheit in Gott. Und sie wissen, dass eigentlich die Meinung von Menschen zweitrangig ist. Aber es kommt darauf an, was Gott sagt. Und bei Gott darf ich auch Schwächen eingestehen. Und bei Gott darf ich auch meine Schwächen zeigen. Und es kommt darauf an, was Gott über mich denkt. Die weise Kind-Mentalität und das Sohn-
und Tochter sein. Das sind ein paar von diesen Waisenkind-Mentalitäten, die ich aufgezählt habe. Und ich habe die auch aufgezählt, weil mir hat das mal geholfen, zum zu verstehen, wieso dass ich in gewissen Situationen vielleicht mal ausdrücke oder mal laut wird oder mal gewissermaßen reagiere, weil ich wie gewusst habe, da hat jetzt etwas ausgelöst in mir. Und das ist eine Waisenkind-Mentalität, ein Stück weit. Und obwohl wir die Waisenkind-Mentalität ein Stück weit alle in uns innen haben, ist es aber auch wichtig, dass man eben genau das andere probiert einzuüben. Und zwar das Sohn sein, das Tochter sein, die geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Und die Waisenkind-Mentalität immer mehr dürfen ablegen und ein Stück weit mehr hinter uns dürfen lassen. Wisst ihr was? Jesus zeigt uns das so gut, wie wir dürfen so in die Sohn und das Tochter sein hineinlaufen und wie das genau aussieht. Wir machen den Abstecher, wir gehen in Markus. Und dort ist gerade Jesus getauft worden. Jesus ist von Johannes im Jordan getauft worden. Und dann spricht Gott akustisch, laut, hörbar zu Jesus, zu seinem Sohn. Und er sagt ihm, hey, du bist mein geliebter Sohn. In dir habe ich wohlgefallen. Und in einer anderen Übersetzung sagt er, du bist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich eine tiefe, tiefe Freude. Und das sagt er Jesus, noch bevor Jesus rausgegangen ist, in seinen Dienst. Noch bevor Jesus ist Menschen heilen gegangen, noch bevor Jesus das Evangelium verkündet hat, noch bevor er irgendwelche Wunder vollbracht hat, spricht er ihm das zu. Und mit dem sagt er ihm eigentlich die Wahrheit. Er sagt ihm, hey, Jesus, du bist. Und es kommt nicht darauf an, ob er Leistung gebracht hat oder was Menschen über ihn sagen, sondern Gott sagt, hey, du bist, und er spricht ihm ein Stück die Identität, so das Sohnsein, das geliebte Sohnschaft ihm zu. Du bist, und gleichzeitig spricht er ihm Annahme und eine Zugehörigkeit aus. Du bist mein geliebter Sohn. Du gehörst mir. Hey, so eine Sicherheit. Ich habe einen Vater. Ich bin angenommen. Ich habe eine tiefe Geborgenheit in Gott. Und der Vater spricht weiter und er sagt, hey, ich habe Wohlgefallen in dir gefunden. Und das ist eine tiefe Bestätigung. Wenn ein Vater dir das zuspricht, hey, ich habe eine tiefe Freude in dir. Und was wir sehen, der Vater bestätigt und stillt alle Sehnsucht von Jesus, wo er Mensch war. Identität, Liebe, Annahme, Geborgenheit und es gibt ihm Bestimmung fürs Leben. Gott spricht ihm das zu, bevor Jesus überhaupt irgendwelche Leistung gebracht hat. Er hat nichts geleistet. Und er ist nachher schon gegangen und hat gewirkt. Und ich finde das begeisternd, was er da ausspricht, laut über ihn. Und hey, überlegt ja mal, was denkt ihr, was Gott über Jesus denkt hat, wenn er ihn so gesehen hat. Überlegt mal kurz und ruft mal zu. 2, 3 Sachen. Was denkt ihr? Was hat Gott, als er Jesus so gesehen hat, denkt, als er das zugesprochen hat? Ich glaube, er hat gedacht, hey, ich habe so Freude an dir, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Er hat immer schnell angeschaut und gedacht, wow, hey, du bist mein Sohn. Wie genial. Wow, ich darf dein Vater sein. Du bist wunderbar gemacht. Ich glaube, er hat so eine Freude an ihm gehabt, wie er es da beschreibt, der tiefe Wohlgefallen. Und wisst ihr da was? Genau das denkt auch Gott über dich. Genau das, was Gott über Jesus ausgesprochen hat, ist für dich verfügbar. So als Paket, das du auch darfst haben, wenn du das haben willst. Wie im Johannes 17,23 sagt Jesus, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir Gott, geliebt sind, wie ich, Jesus, von dir geliebt bin. Hey, alle Wohlgefallen, alle Freude, die der Vater über Jesus hat, der hat er auch über dir. Er liebt Jesus genau gleich wie dich. Und für das ist Jesus auf die Welt geschickt worden, um uns das zu zeigen. Und Gott hat die Identität ihm zugesprochen, so als Sohn. Er hat das bestätigt, so die Grundsehnsucht, die auch Jesus hatte. Und damit bestätigt er auch deine Grundsehnsucht, die du hast. Und das gibt dir die Sohnschaft und die Tochterschaft. Das Sohnsein, das Tochtersein. Und trotzdem haben wir
ein Stück weit immer noch die Waisenkind-Mentalität, die ich vorher so erzählt habe, oder? Um unsere Bedürfnisse anders zu stillen. Und ich will nochmal zurückgehen zu der Geschichte vom Vaterhaus. Oder wieder der heimgebliebene Sohn, der ältere Sohn, der daheim war. Er war eigentlich daheim im Vaterhaus, aber er ist sich nicht wirklich bewusst gewesen, dass er auch so ein geliebter Sohn ist, in dem Moment, wo der jüngere Sohn heimgekommen ist. Und wenn wir zurück bei dieser Geschichte sind, dann sehen wir, wie der Vater reagiert hat. Der Vater ist dem Sohn nachgerannt, ist ihm nachgegangen und er hat ihm gesagt, hey Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und wenn man das Wort Kind da im Ursprung anschaut, vom Griechischen, dann bedeutet das Wort Techno. Und Techno, das ist ein Wort, wo so mit einer umfassenden Liebe, mit einer umfassenden Freude beschrieben wird. Viel, viel mehr, als da einfach Kind steht. Und es ist verpackt mit Annahme, Geborgenheit, mit einer Sicherheit. Hey, du gehörst zu mir. Und er spricht ihm das zu. Und sagt wahrscheinlich, hey, egal, wenn du die Waisenkind-Mentalität hast, du bist genau gleich von mir angenommen. Hey, genau gleich kommst du das Gewand, den Ring, die Sandalen über, so als Zeichen, als Sohn und Tochter von mir. Und genau gleich wird das Gott dir geben. Das Gewand, die Sandalen und der Ring, weil er dich als Tochter und als Sohn sieht. Als geliebte Tochter und als Sohn. Aber gleichzeitig wird uns Gott auch heil machen in dem Sinne. Weil ich erlebe immer wieder, hey, dort, wo Gott uns etwas offenbart, dort, wo uns Gott etwas zeigt und auf den Tisch bringt, dort wird er oft auch, dass wir es angehen. Und dort wird er wirken und wird Heilung hineinbringen. Das ist manchmal auch einfach ein Prozess und nicht so schnell. Er wird wirken. Und durch jede Entscheidung, die du triffst, in deinem tagtäglichen Leben, entscheidest du, wie dein Lebensstil ist. Ob es mehr Waisenkind-Lebensstil ist, Mentalität, oder mehr Sohn und Tochter, Mentalität oder Sohn und Tochter schafft. Und ich will mit euch anschauen. Ich will mit euch noch anschauen, wie könnten wir heil werden? Wie können wir auf den Prozess gehen? Was kann uns helfen? Und der erste Punkt ist es Erkennen und es Eingestehen. Es Erkennen und es Eingestehen. Es Erkennen, woher vielleicht der Neid kommt, woher das Vergleichen kommt, woher so das Aufregen, so der Groll, die Reaktion kommt in deinem alltäglichen Leben. Und auch ein Eingestehen, was das könnte sein. Ich sehe immer wieder Leute, die das vielleicht erleben, ja, dass etwas nicht ganz so ist oder die Reaktion nicht ganz so ist, wie sie sollte, aber sie lassen es dann wie sein. Hey, es braucht ein Erkennen und ein Eingestehen und das ist so der Startschuss von dem Heilungsprozess. Es ist so der Beginn vom Heilwerden. Und der zweite Punkt, Band darf raufkommen, ist, mich mit dieser Wahrheit nähren. Schaut, das sind Lügen, wo wir glauben, in dieser Waisenkind-Mentalität. Das sind Lügen. Das ist, wo ich geglaubt habe, dass ich zu kurz komme. Und wir müssen uns mit der Wahrheit nähren. Und die Wahrheit ist in der Bibel. Und das Verinnerlichen, dass das tief hineinsinken. Und dort, wo die Wahrheit kommt, dort muss die Lüge weichen. Und ich glaube, es ist das eine, die Wahrheit in der Bibel zu finden. Aber es ist das andere, die Wahrheit zu proklamieren. Die Wahrheit auszusprechen über mich. Und vielleicht bist du nicht so der Typ, der das macht, aber ich habe das so gut erlebt. Ich weiss, gerade in diesem Punkt, hey, ich habe mir manchmal so einen Satz aufgeschrieben mit Wahrheit. Ich habe mir gesagt, weißt du was, auch wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig. Hey, im Lukas steht, Gott schaut sogar, dass die Raben genug haben, er schaut, dass Blumen genug haben, dass sie jeden Tag schön blühen. Hey, wie viel mehr schaut er für mich? Und bin ich angenommen und ich komme nie zu kurz. Und ich weiss, ich habe das mitgenommen. Und in Situationen, wo das Gefühl oder das aufgekommen ist, habe ich mir das gesagt. Genau in diesen Situationen. Und es war so ein Prozess, wo ich anfangen durfte, immer mehr in eine Freiheit hineinzukommen, wo ich heute sagen darf, ich bin frei von dem. Ich darf geben. Ich bin grosszügig. Ich darf grosszügig leben. Und ich möchte dich ermutigen, such dir so eine Wahrheit, dort, wo du merkst, es ist eine Lüge rum. Es ist so eine Waisenkind-Mentalität rum. Und schreib das vielleicht auf den Spiegel am Morgen. Schreib das unter deine Tastatur, auf einen Zettel, dass du im Moment das kannst nehmen, kannst lesen und dir zusprechen, wie das entlastet im Moment hinein. Und es bringt dir mehr Freiheit und Wahrheit. Es braucht ein inneres Ja dazu, um das aussprechen, wie die Worte Kraft, was du laut über dir sagst. Das hat Kraft. Hey, Dankbarkeit für mein Leben
wir alle hier in der Schweiz leben ein Stück weit in einem Überfluss. Und ich glaube, so ein grosser Schlüssel ist dankbar sein. Dankbar sein für das, was Gott mir gegeben hat. Für das, was ich bekommen habe. In dem hinein, wo ich stehe. Das, was er mir gegeben hat. Wir müssen nicht aus einem Mangel leben, sondern er hat dir mehr als genug gegeben. Und er gibt dir noch mehr als genug. Er hat noch so viel für dich parat. Hey, dazu auch Vertrauen. So uns täglich in die Hände vom Vater geben. Die Annahme und die Liebe erleben bei ihm. Und dort ihm vertrauen. Vertrauen, dass er noch mehr parat hat. Vertrauen, auch wenn es ein langer Prozess ist. Hey, der Heilige Geist ist mit mir dran. Vertrauen, dass das, was er über Jesus gesprochen hat, dass das wirklich wahr ist für mich. Und das anwenden. Und das Letzte und das Zentralste ist das Wirken vom Heiligen Geist. Schlussendlich muss der Geist Gottes uns in die Wahrheit hineinführen. Und ich möchte dich ermutigen, den Geist Gottes zu fragen, wo sind vielleicht so Ecken, wo sind vielleicht noch so Räumchen in meinem Herz, in meiner Seele, wo so weise Mentalitäten herum sind. Und er ist der, der uns heilen kann. Er ist der, der uns heil macht. Den Heiligen Geist einladen. Aber er wirkt auch durch die Wahrheit, die wir uns zusprechen, durch die Wahrheit, die wir lesen, durch die Wahrheit im Gebet. Weil du bist für Freiheit bestimmt. Du bist für Freiheit geschaffen worden. Und das ist einfach der Gewinn. Ich lebe immer wieder Menschen, die das auf die Seite schieben, wie sie Angst haben, wie es wehtun kann, wie es so ein Prozess ist. Und das verstehe ich. Es ist nicht immer angenehm. Aber hey, wir alle, wir sind für Freiheit geschaffen worden. Wir sind für ein Leben als Tochter und Söhne geschaffen worden. Und Gott will, dass wir immer mehr das weise Kind, die Mentalität hinter uns lassen und können in eine Freiheit hineinlaufen, weil er noch so viel mehr für uns parat hat. Hey, und es gibt zwischenmenschlich so viel mehr Frieden beim Arbeiten, in der Familie, in der Ehe, vielleicht mit den Kindern, dort, wo du angestellt worden bist. Und schau, etwas, was mir aufgefallen ist. Der ältere Sohn hat überhaupt kein Problem gehabt, weil er mit dem Vater zusammen war, in diesem Vaterhaus. Und das Problem ist erst gekommen, wo der jüngere Sohn heimgekommen ist, oder? Und ich glaube, wenn ich allein einfach mit Gott bin, dann ist eigentlich alles gut. Aber sobald andere Menschen kommen, sobald wir in eine Gemeinschaft kommen, kann es manchmal so zwischenmenschlich gewisse Sachen stören. Oder kommen die weislichen Mentalitäten auf. Aber wisst ihr was? Wir sind berufen, zum Menschen zu lieben. Wir sind berufen, um in dieser Gemeinschaft zu sein. Und zum nicht einfach immer ausweichen. Und vielleicht nur unsere 2 besten Freunde zu haben, die wir es gut haben. Sondern wir sind berufen, dort in einer Freiheit zu laufen. Um die Liebe weiterzugeben in die Gemeinschaft hinein. Und ich will dir das zurufen am heutigen Morgen. Hey, Gott hat noch so viel für dich parat. Der Vater hat noch so viel für dich mehr, was er dir geben will. Öffne dich ihm und stell dich dieser Mentalität. Und vielleicht bist du da und du merkst, hey, gewisse Sachen sitzen bei dir extrem tief. Vielleicht gewisse Verletzungen, vielleicht von der Vergangenheit, wo Sachen vorgefallen sind. Und du merkst, du schaffst es nicht ohne fremde Hilfe. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben Seelsorge bei uns hier in der GVC Zürich Oberland. Das sind Frauen und Männer, die dir einfach helfen wollen, dort den Schritt und Weg zu gehen. Und wenn du das in Anspruch nehmen willst, dann darfst du auf uns zukommen, darfst auch im Gebetsteam das sagen, darfst den Next Step Test gehen. Und ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, manchmal kann man Angst haben. Oder vielleicht so Vorurteile, Seelsorge, da muss man große Probleme haben. Aber hey, es führt in eine Freiheit und es lohnt sich so. Es lohnt sich so und du bist nicht allein. Du hast den Heiligen Geist, der dir hilft in dem Sinne. Ich will noch beten zum Schluss und darf ich euch bitten zum Aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass du so eine Freude über uns Menschen hast, über jede einzelne Person hier innen. Dass du einen tiefen Wohlgefallen hast, Herr. Ich danke dir, dass die Worte, die du bei Jesus ausgesprochen hast, die Identität, die Sohnschaft und Tochterschaft genau gleich für jeden Einzelnen von uns gilt. Und ich danke dir, dass du den Geist Gottes geschickt hast, dass er uns helfen darf. Du hast ihn als Helfer geschickt, dass er auch so Spots, gerade auch so Blindspots, aufzeigen darf. Herr, ich bete an dem heutigen Morgen auch für Menschen, die vielleicht eine tiefe Groll in sich haben, die das immer wieder merken, Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, sie kommen zu kurz, oder auch Menschen, die so eifersüchtig sind, Herr, dass du das aufzeigst und dass du ihnen dort zeigst, was der Ursprung ist, woher das kommt, Herr. Ich bete, dass du sie immer mehr in eine Freiheit führen darfst, Herr, dass du anfangen heute Morgen zu heilen und dass du anfängst, mit ihnen auf den Prozess zu gehen und dass du ihnen dort hilfst, Vater, dass so viel
einfacher sind, ein Stück weit, als sie gedacht haben, in ihrer Angst hinterher. Ich bete aber auch für Menschen, die vielleicht schon länger auf dem Weg sind, die längerfristig in diesem Prozess sind, dass du sie segnest, Herr, Vater. Ich bete, dass dort die Früchte wachsen, Früchte von dir. Heiliger Geist, die Freundlichkeit, die Liebe, die Selbstdisziplin, die Beherrschung, die Geduld. All die Früchte, Vater im Himmel. Ich bete, dass wir immer mehr dürfen in die Söhne und Töchter, in die geliebten Söhne und Töchter, das Wissen hineinlaufen. Ich bete, Herr, dass wir Menschen sein dürfen, die sich mit anderen freuen, wenn sie mehr haben als wir. Ich bete, Herr, dass wir immer mehr dir vertrauen und wissen, hey, auch dort, wo vielleicht Menschen sind, schlecht denken, etwas schlecht sagen, du weißt was, ich bin bei dir angenommen. Und das langt. Ich habe bei dir die Sicherheit. Ich spreche das über euch aus. Und ich segne euch mit dieser tiefen Liebe, mit dem Wissen und Verständnis und mit dem Hunger nach mehr von dem Vater. Amen. Amen.